Nimmst du noch ein Stück Kuchen? Gern, aber nur noch ein kleines Stück. Hast du schon genug gegessen? Immer noch ein grosses Stück. Wo tust echt du das alles her? In meinem Bauch, dort hat es noch viel Platz. Ja, du hast einen rechten Appetit. Was heisst denn das, ein rechter Appetit? Weißt du, das heisst, dass du viel magst essen? Willst du noch eine Schokimilch, Sarah? Ja, gern. Ursi, es ist schön, dass du wieder mal einen Besuch machst bei mir. Du bist schon lange nicht mehr da gewesen. Zum Glück hat es ja jetzt geklappt. Ich muss aber leider schon gleich wieder weiter. Ich habe Klienten. Klienten? Ist das eine Krankheit? Nein, das ist keine Krankheit. Klienten sind Kunden. Leute, die zu mir kommen und ich ihnen weiterhelfen. So wie ein Schreiner Kunden hat, die Möbel machen lassen, oder eine Spenglerin, die Kunden hat, die Röhren auswechseln. Ja, so ähnlich. Nur so ähnlich, also nicht genau. Weisst du, Sarah, ich tue nichts herstellen. Was machst du denn? Die Leute kommen zu mir und wir reden vor allem reden. Das ist also genau wie jetzt gerade da am Tisch. Wir reden ja jetzt auch miteinander. Sarah, weisst, das, was die Ursi macht, ist nicht nur einfach so reden. Es ist aber schwierig zu erklären. Wie heisst denn dein Beruf? Ich bin Therapeutin. Therapeutin? Ja, eine Gesprächstherapeutin, die mit den Leuten über Probleme reden und nach Wegen sucht, dass die Leute glücklich und zufrieden leben können. Und das Reden hilft? Es gibt Leute, die haben gewisse Sachen niemandem erzählen können. Und mit Reden und vor allem Zuhören konnte ich schon vielen Leuten ganz fest helfen. Weisst, Sarah, zum Beispiel, wenn dich jemand im Kindergarten plagt, dann ist es auch gut, wenn du mit jemandem darüber reden kannst. Was hast du lernen, dass du jetzt so gut zuhören kannst? Ja, wie die Menschen miteinander umgehen, warum sie sich streiten, was Menschen traurig macht und was man tun muss, damit sie wieder glücklich werden. Und das hast du gelernt und jetzt tust du vor allem mit den Leuten reden. Ja, jetzt rede ich mit den Leuten und so können wir Probleme lösen. Und was sind das denn für Probleme? Oh, ganz verschiedene. Zum Beispiel? Ja, wie soll ich das sagen? Es kommen zum Beispiel Leute zu mir, die nicht so eine gute Zeit hatten, wo sie etwa so alt waren wie du. Die Sachen erlebt haben, die sie heute noch immer wieder traurig machen. Als Kind Sachen erlebt. Und das ist dann noch ein Problem, wenn sie gross sind. Ja, das kann es geben, Sarah. So, ich glaube, jetzt ist genug gefragt, Sarah. Ursi muss noch genug hören und reden heute. Sie muss ja dann wieder arbeiten. Schon gut. Stört mich nicht, wenn sie fragen. Dann wollte ich noch etwas wissen. Was willst du denn noch wissen, Sarah? Ich wollte noch wissen, was das denn für Sachen sind, die Kinder noch ganz lange traurig machen.